Marius, dort ist Halbsaus Marius von dir. Von 1. 24. Dezember. Und morgen ist Weihnachten. Und ich wünsche Ihnen allen eine sehr, sehr schöne Weihnachten. Und wir werden nicht vergessen, wie wir Weihnachten feiern. Und von der ist ein Tag für uns. Eins die backen Turkeys, Kühnenfleisch, Heinerfleisch, Steaks, verschiedenste Fleisch wird gebackt und reingemerkt. Und wir wollen von der auch was reinmerken. Dort ist vielleicht was anderes, was die gewohnt sind, weil immer haben ich will ein bisschen Schweinsreben backen. Und ich will Chile Colorado merken, Carne con Chile Colorado. Und 2 Sorten, ein auch von Schweinfleisch und ein von Hoat, ein Rins Hoat. Ein guter Freund heeft mir jetzt ein Hoat von einem Rind beißt. Und dort will ich Geschmack beschneiden und das auch reinmerken, weil ich von dort auch Carne con Chile Colorado merken, woher vielleicht das Burritos merken, wo man da überblieben. Ich habe die erste und habe die ersten die 3. So, nu werden wir aufhängen. Okay, hier haben wir uns Schweinsreben. Alles, was ich tun ist mit Salz und Pfeffer. Die ansalten. Das ist alles, was ich von der will tun. Ich wollte von der ein bisschen einfach merken. Und da, was wir da tun, ist, da wollen wir die Erde holen und dann ein paar Stunden Sätten laden. Und die können doch welche jeweils nachladen, wenn die wollen. Okay, hier haben wir Feuer Chile Ancho. Und weil den nicht haben, kann ich auch Chile Pasilla, weil die wollen. Und hier haben wir auch Chile Guajillo. So eine rote gedrehte Chile, die kann ich al roer kijken. Und da haben wir Feuer Chile de Arbol, wenn ihr wollen, kann ich die uitloten, wenn ihr dort zu stark ist. Und dann, was wir wollen tun, ist, wir die Chile alle aufschneiden. Dann all das Sotig da nehmen. Dann ist das nicht ganz so stark. Und weißt du was, die Chile wollen wir noch alle ein bisschen räuschen. Da wollen wir die alle ein kleines bisschen geschnitten, dann riecht sich das viel besser. Okay, nu haben wir die Pan noch heute. Und nu wollen wir die Peperschoten nehmen und dann wollen wir hier 5, 6, 3 Minuten räuschen. Das war ein bisschen regnen, die wollen vielleicht ein bisschen Hosten machen, aber das soll ihr vielleicht dann Büten an der Gerade stehen. Das geht vielleicht 3 Minuten. Oh! Da wollen wir die Gerade machen down. Und was wir next tun? Hier haben wir was wir nennen Chicken Broth. Ich habe im Stuhlkerpen so eine Heinersuppe. Wo wir dort hier für ein halbes Liter reinhalten, ein bisschen mehr. Wo wir ein paar Kerpen bringen, dann werden die Pepperschoten gebären und Südlen. Aber wenn wir dort nicht haben, dann haben wir Heinerpulver haben, die dort mit mit Futter, nicht zu salzig. Und dann, nu wollen wir hier was reinhalten. Und dann wollen wir ein paar Kerpen bringen. Ja, nou wollte ich wissen, was wir nächste Mal da. Nu wollen wir das Backen Kerken bringen. Nou, aber Fritz fries Frau. Nu sind es gekerkt. Wow, nu haben wir das Backen Kerken. Das ist die Heinersuppe. Nu wollen wir die Peperschoten hier nähern. Und dann drehen wir das hier auf. Und dann wollen wir das Taudaken. Vielleicht kommt ja da was näher, dass die ganz unja das Saft sind. Und dann wollen wir von ungefähr eine halbe Stunde das rühren. Und dann werden wir das Salsa fein machen. Das liegt was sehr Schönes sein. Alright, perfekt. Nu habt ihr hier von ungefähr eine halbe Stunde, ein bisschen länger, durchgesäten. Nu wird das ein Liquidor, ein Blender nehmen, dann wird das Geschmack fein machen. Und dann haben wir das Salsa rein und dann haben wir das ewig aufhängen. Sind alle vielleicht ein bisschen klampiziert, aber bloß ein Ding auf einmal und dann schafft das. Ja, das haben wir rein. Sehr feine rote Salsa. Und weißt du, die Chile, Ancho, was wir machen haben, die merken das ein klein bisschen weniger besser sein. Aber das liegt was sehr schön schmecken. Und hier haben wir was wir nennen Pork Tenderloin. Wo dort ein Schmack, ein kleine Bitte geschnitten. Die kann auch keiner Fleisch braten. Und dann, wenn wir dort nicht haben, dann werden wir dort alle Brünbroten. Weißt du, das Mann, wo ich das Rezept von her habe, der hat immer alle Schmack Brünbroten. Und dann habt ihr hier bloß so viel besser Geschmack. So, hier haben wir eine Pound, die haben 500 Brot heute. Und dann werden wir nicht alle auf einmal. Bloß so viel, dass die
bottom doing bedagt das und dann wollen vielleicht ein paar Salz machen, aber kijk mal das der. Korrekt, so brün wel bereit. Okay, kijk mal, hier haben wir eine Jalmeer. Yes, wir wollen eine Jalmeer machen. Und hier haben wir ein Teelöffel Oregano, 1 teaspoon Oregano, 1 teaspoon Cumin, ein Teelöffel Cumin oder Comino, 6 10 Chesnick, 3 Lorbeerblätter, eine Bell Pepper, Chile Marron und 2 Seppen. Die werden 2 schneiden und dann werden wir auch noch durchbrühen. Okay, und das Reis, das wollen wir alle Krack über rein in dasselbe bittiges fein schneiden. Und dann Brot und Kerk das alle Krack über rein. Okay, das ist Snack, das ist ein Kern, das ich mit plautdietsch, da schnitze ich das viel besser fein. Und hier haben wir alle Reis, wo wir in den Gruppen nehmen, was wir erst das Fleisch alle Brünbroten. Und dann wo wir das alle ein bisschen nur durchbroten und wo wir dann klippen mehr Schmutz bei, so ein Rinsfahrt aus der Küche gewesen hat, wo wir das mehr umdeuten. Und dann, was wir danach wollen, dann wo wir nun noch das Oregano in der Cumin, Comino de Mank, was ich erst gewesen hat. Und nun wollen wir das nur durchbroten. Und weißt du was, wir haben zweimal so viel Reins gebrot, als uns fehlen deut. Der andere halb wo wir brocken von Rins, Hoat, Beef Heart. Dann da wir nachher noch waren alle frisch über da. Okay, nu haben wir das Reins zu mehr Mesko. Nu was wir wollen tun, ist nu wir das Fleisch zu machen. Und dann sind wir bereit für das Heiner Juice. Chicken broth. Und so ich sage, weil ihr nicht haben, dann die Heinerpulver nehmen, die das mixen mit Butter, das schafft durch. Da, nicht ganz unja, frei für halb unja. Wow, da sind wir bereit für das rote Sauce. Das rote Salsa. Und du kennst das von ungefähr. Ich stehe ein bisschen von ungefähr, da ein gutes Köffel voll mag. Das einmal durchrühren und wenn die gleich noch mal ein bisschen mehr mag, dann die dort. Aber das Rezept ist mit alles mit von ungefähr. Wow, wir setzen vielleicht ein Klippchen mehr. Kriegst du es dort. Oh, das sieht aber so schmeckt. Richtig schön. Und nu wollen wir das taudagen und dann wollen wir das auf den Kerken bringen. Da, kijk mal. Und nu erst das auf den Kerken, dann wollen wir ein bisschen raufdrehen, dann wollen wir das lassen, was zueinander simmern. Oder bloß sehr sacht buddeln. Von ungefähr ein Stück 3 Stunden. Okay, hier haben wir das Rins, Hoat, Beef Heart. Und nu wollen wir das schlachten. Wo wir erst das vielleicht in den Hals schneiden. Und dann das alle, das die Bücher kommt, das anheigen, alle los schneiden. Und dann wollen wir das in feine Bitter geschnitten. Kriegst du es dort, das ist sein kann. Das sieht aber sehr schmack. So eine feine Klärhaft hat. Und check mal, nu haben wir eine halbe große Kampfball gekriegt. Und nu sind wir bereit zum Chile Colorado machen. Und was wir wollen, dann kriegst du es mit das Schweinfleisch erst. Das Rins Hoat, das war wirklich aller Schmack, Brünbroten. Das macht dann viel besser Geschmack. Und nicht zu viel auf einmal, bloß so viel, dass jetzt in warmen Tagen geht. Ja, nu haben wir das aller Schmack, Brüngebrot. Und dann von da wieder. Wuhu! Okay, nu haben wir den Erdgruppen rein. Wo das Fleisch, was wir haben, schmeckt Brüngebrot, das von das Hoat hinein. Und dann das Reins, was wir schon Fähigbrot, wo wir das hier nehmen. Oi, oi, oi. Erkläre was alles sehr schön spannend. Und hier haben wir was Hannesop aeriert von Pulver. Ja, nicht ganz ungehalten, das ist von ungefähr halb. Und dann da wir das rote Salsa de Mank. So viel als wir dann bleiben. Und dann einmal durchrühren. Und dann wollen wir das auf den Kerken bringen. Von ungefähr ein Stück 3 Stunden. Wo das Fleisch sehr fein weg ist. Und nu sind wir drei bei unseren Rebben. Wir haben hier nu ein paar Stunden an Salt und Pfeffer, plus Loten Saten und E-Shop.
En nu waar we dat hier aan deze pan nemen, dat kan je ook neerleggen. Als je dan de water neemt, wat immer hand nu waar dat hier am oven nemen. En dat wil je vanavond ongeveer stekken 275 graden. Nou, dat werden we checken. Dat heeft hier nu 2 Stunden gebakken. We gaan zien wat het zit. Oh, papa. Wat blijf je doorvan? Mamma mia. Nu wil je omdrehen. Dan wil je nog eenmaal een Stunde en dan moet je vandoor wieder. Nou, voordat je. Frans Fries Freds. Ja. Kijk zo. Nu wil je nog eenmaal een Stunde en dan moet je wat het aan deed. Weet je wat? Die worden hier een klein beetje water naar juichen. Dat een beetje niks te zeggen uitdrehen worden. En dan om 1 Stunde wou dit uitdaken. Woehoe! Mamma mia! Oké. Nu hou de smaak eier uit en knip het water bij je goten. Ja, kijk hem op. Nu nog eenmaal een Stunde en dan vandoor weer. Oké, wat we hier doen houden is, eerst houden we eenmaal 2 Stunden gebakken, dan dat we die omdrehen, nog eenmaal 1 Stunde. En dan dat ik de air al, en dan nog eenmaal 1 Stunde. En dan nemen we die eruit, en dan willen we door zo'n barbecue sauce even, wer het ligt, wer niet, braucht je ook niet. Maar wie leggen dat? Zo, dat is wat we dan nu worden doen. Die zitten zomaar eens zeer fijn gebakt. Die worden zomaar eens reizen tomaten, waar dat nu als dit ligt, dat, 3 Stunden. Maar we worden, zoals ik al zei, we worden de eerste barbecue sauce even. Eins meer als ik dat zelfs, we kijken dat ze plus im Stuur. Dat als ik niet zei, die eins mal als ik maar $2 de bottle. En nu worden we dat aan beide zijden, hier schijt bij dagen met barbecue sauce. En dan braucht dat maar een halve Stunde of zo. Ik had een beetje langer en dat had ik vielleicht een beetje dunkel gekregen, maar een halve Stunde en draai je de temperatuur naar een stuk 375 graden. Oké, nu werden we zien hoe dat zit. We gaan weer een halve Stunde, vielleicht een klein beetje te lang, 375 graden. Nu kijk mal wat dat zit. Die zijn zeer fijn geworden. En weet je waar dat eenmaal een klein beetje in de herten opdraaien, dat dan de barbecue sauce een beetje bakkerig wordt en dat krijgt wat we wel. Kleiner wat zeer schijn smaken. En weet je, hier hebben we dat Chile con carne colorado. Als je eet natuurlijk zo, en dat werkt gewöhnlich, aber diesmal wil ik dan een klein beetje fijn maken, dat vlees als je zo fijn gaat. Wil ik dat een klein beetje fijn maken. En dan gaan we een beetje beter van burritos maken. We willen van dit meestens burritos maken. We hadden lang immer nur gehungert en mir wordt laatst gezegd dat het smaakt dan als beter. En dit heeft mij gelijk toch wel, dat smaakt dus niks beter. Die jaal meer de mank en de peperzout, de rode. En alles, dat Rins de veel brood, dat ergens veel merkt dat toch wel niet beter. Dat hebben we zeer fijn gelijk zo. Nu willen we burritos maken. Ik wil wat een schoof burritos geven en dan willen we ons de airfryer en dan hebben we de ergens een tijd eruit. Oké, dat zijn we dus zo weit. Nu willen we onze burritos maken met carne con chile colorado. Riekt zeer schijn en dat smaakt ook zeer schijn. En wat ik dit leg, dat moet een beetje anders te doen. Ik wil een beetje mozzarella kaas maken. En dan denk ik dan nog een klein beetje zo'n andere kaas doen, wat ze allemaal even om klaps even doen. Dan een halve stremel dat we doen op. Dat wil je vervieren, wat dat een beetje onder smaak heeft en zeer schijn het smaakt. En ik weet dus aan vele wegen waar je kan burritos topen en topen al en dat is een beetje aan smaken dat werkt je door nog maar een beetje uit. Maar we hebben je reine vingers, we kunnen zich immer de hang waschen. Ja, den eerste hebben we eruit. Nu wordt het al als het staat. Oké, nu kijk je mal. Die door aan de linkerzijde, dat zijn onze Rebben, die hadden een klein beetje aan de bruine zijde gebakt, maar die smaken zeer schijn. Die waren plus dat dit waren er al en dan waren we die met naar huis nemen maar en even maar door spijzen. En de burritos, dat is aan de linkerzijde, dat kan je zijn, dat heb ik van het Rins Hoat gemerkt. Beetje even vielleicht meest een Duits stek en dan die aan de rechterzijde, dat weer die van het Schwienvlees.
En wat je kan ergens Fleisch bringen, aber wenn die von Hühnerfleisch wählen, Chile, Colorado, werden dort schon oft auch. Was immer Fleisch die gleichen. Ich habe von dir von den Rins Hoat und dann von Schwienfleisch. Du kickst mal die Rebben. Die schmecken sehr schön. Ich hab die Präven ergens warten, lass mich warten. Naja, ich hab die hat das Video gefallen. Ich wurde von dir nicht schmecken verjüngt. Das ist hell Abend. Ich pack ab und gehe nach Hause, weil Weihnachten feiern. Ich wünsche Ihnen auch alle eine sehr, sehr schöne Weihnachten. Und wir haben nicht vergessen, wo so wie von der Weihnachten feiern dann. Und mag Gott Ihnen alle segnen. Und mag je ein schönes neues Jahr haben. Und sehen wir uns das nächste Jahr. Auf Wiedersehen.